Wenn Sie die deklassifizierten strategischen Dokumente der US-Elite studieren, nach 1945, auch schon vorher, die Kriegsplanung praktisch, dann finden Sie zwei Diskussionsstandpunkte. Morgenthau, der US-Politiker Morgenthau sagte, wir müssen die deutsche Industrie zerstören, weil ohne Industrie kann man keinen Krieg führen. Und 2 Weltkriege sind genug und also zum Ackerland und dann gibt es keine Kriege mehr. Und George Kennan, einer der beiden wichtigsten Architekten der US-Nachkriegspolitik, sagte, das ist falsch, wir brauchen die Bundesrepublik gegen die Sowjetunion. Also es geht nicht darum, die industrielle Basis zu zerstören, sondern der deutschen Elite eine Lektion zu erteilen. Worin besteht die Lektion? Die Lektion besteht darin, dass die deutsche Elite die Vorherrschaft der US-Elite anerkennen muss. Als Satellit der US-Elite brauchen wir die deutsche Elite und die deutschen Soldaten gegen die Sowjetunion. Und das war das Argument. Das Argument hat sich dann durchgesetzt und Morgenthau hat dann keinen Einfluss mehr nehmen können. Und das hieß also, dass man die herrschende Klasse Deutschlands kastrieren musste. Ja. Was im Grunde auch gut gelungen ist, ebenso mit Großbritannien und Charles de Gaulle, der hat dann ein bisschen protestiert und so, aber in Deutschland hat das funktioniert. Und das Gleiche ist in Japan passiert. Ihr könnt wieder zur Großmacht werden, zur industriellen Großmacht, aber ihr müsst anerkennen, dass wir den Führungsanspruch haben. Das hat sich materiell ausgedrückt, dass weder Deutschland noch Japan Zugriff auf Atomwaffen haben. Das ist das Monopol der USA praktisch. Und das hat dann natürlich funktioniert. Und heute ist die Situation dergestalt, dass nach 50 Jahren die Kastration immer noch wirkt. Und das hat dazu geführt, dass Europa im Grunde keine Rolle spielt. Obwohl sie sich immer gerne aufblasen und so tun, als ob sie irgendetwas mitbestimmen würden. Im Grunde hängen sie nur immer den USA hinterher. Und das war wirklich eine schlimme Zeit, als Bush nun diese Führungsfiguren nicht mehr abgehen konnte. Sie sind alle froh, dass Daddy Obama jetzt aufgetaucht ist, sie an der Hand nimmt und sie laufen ihm hinterher, so wie die Gänse der Mutter. Nicht? Aber das sind Prozesse und das wird sich verändern. Heute spricht man nicht von der Gruppe G8, weil es niemand interessiert, was Großbritannien oder Frankreich oder die Bundesrepublik denkt. Heute spricht man von der Gruppe G2. Das ist die USA und China. Die großen Weltwirtschaftsverhandlungen, ob man ein neues Währungssystem braucht, eine neue Weltwährung, ob man den Internationalen Währungsfonds zusammenbrechen lässt oder einen neuen macht oder ihn stützt und so weiter, das wird im Grunde alles entschieden zwischen China und den USA. Und die Europäische Union interessiert im Grunde niemanden. Das wird natürlich dazu führen, dass irgendwann die europäische Elite aufwacht und sagt, ja verdammt nochmal, wir können nicht zulassen, dass die Chinesen und die US-Amerikaner unsere Zukunft bestimmen. Wir brauchen wieder eine neue, integrierte europäische herrschende Klasse. Also müssen die in Software entwickeln. Das Hardware ist da, die Macht haben sie, aber sie haben keine Software. Und da ist ja die große Zukunftsvision meines früheren Straßenkämpferkollegen Joschka Fischer. Der möchte diese Lücke gerne füllen. Er möchte derjenige sein, der das imperiale Software für eine europäische Großmacht entwickelt. Und das ist ein Prozess, der nur eine Frage der Zeit ist. Die Europäische Union wird natürlich zum zweiten Superblock neben den USA, sowie China der dritte und Indien der vierte Superblock ist. Das ist also der Prozess, der stattfindet. Im Moment sind die Europäer praktisch inexistent, aber das wird sich ändern. Nicht gerade zum Segen der Menschheit, nehme ich mal an, aber da gibt es einige Leute, die verstehen das alles nicht. Die wollen dann zurück zu Deutschland und haben die intellektuellen Lederhosen noch an und wollen zurück zur Heimat und so weiter. Aber das sind natürlich schwachsinnige Überlegung, die Realität ist eine ganz andere. Es ist jetzt nur kosmetisch reparieren, wie die das in den USA wollen, indem sie den Bankern die Milliarden nachschmeißen, um die toxischen Anlagen aus dem Weg zu räumen. Wenn wir das so kurzfristig machen und nicht mittelfristig das sanieren, und da müssen wir auch mal ein paar Banken pleite gehen lassen und so weiter, dann könnte die Krise in 10 Jahren wiederkommen und dann wäre der Westen weg. Also nicht die Banker wären weg, sondern der Westen. Ja. Das heißt, 500 Jahre Vorherrschaft, die zu $40.000 pro Kopf Einkommen geführt haben, zu einem angenehmen Leben auf dem blauen Planeten, die wären vorbei. Ja. Das dritte ist natürlich das Strukturproblem. Die kapitalistische Marktwirtschaft ist um die Interessen des Nationalstaates und der nationalen Eliten zentriert. Und derjenige, der die größten Reißzähne hatte, das ist ja im Grunde wie bei einer Herde von, oder bei einer Herde von Wölfen, bei einer Gruppe von Wölfen, wer die größten Reißzähne hat, der frisst zuerst. Und so ist ja im Grunde das ganze Weltwirtschaftssystem aufgebaut. Und
da wir, sage ich, da die Europäer nun nicht mehr die größten Reiszähne haben, sondern die Chinesen jetzt auch aufgetaucht sind und die Inder und so weiter, funktioniert das Prinzip nicht mehr. Aber bisher ist es so gewesen und die Frage ist, ob die das rechtzeitig erkennen, dass man verhandeln muss oder ob die wie Hitler gegen geschichtliche, objektive Möglichkeiten handeln und die ganze Welt in den Strudel eines Nuklearkrieges ziehen. Also ich denke nicht, dass es mittelfristig eine Lösung für das System gibt, weil das ist im Grunde, als ob Sie heute eine Postkutsche haben und wollten damit mit der Geschwindigkeit eines ICEs fahren. Das ist ein Modell, das aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert kommt und das für 7 Milliarden Menschen für ökologische Probleme und so weiter nicht gebaut ist. Das ist ein Vehikel, das heute nicht mehr funktioniert.